Wir schreien euch heute nach vorn, die ganze Kurve im Chor, bis wir gemeinsam im Endspiel stehen, für Kölle und den FC. Hallo, Moje, Jode Dach, herzlich willkommen auf meinen kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, die Münze hat im Nachhinein Unrecht, da bin ich natürlich froh, wenn in so einem Kontext der Spieltagstipp falsch lag. Wir gewinnen 3:0 im DFB-Pokal und stehen somit im Achtelfinale. Ich war gestern da, direkt nach der Arbeit bin ich da hingefahren. Ich hatte auch wirklich so dermaßen gar keinen Bock auf dieses Spiel. Ich hatte wirklich teilweise damit geliebäugelt, nachdem wie es in den letzten Wochen so lief, gegebenenfalls meine Karte zu verkaufen. Da habe ich es auch sein gelassen. Irgendwie die FC-Sucht hat dann doch Überhand genommen. Und dann kam ja noch hinzu, dass ich relativ fix auf dem Parkplatz war, weil wenn du nur so, ich sag mal, mehr als 2 Stunden vor Spielbeginn hinfährst und dann halt nicht deinen Geheimparkplatz, der ominöse Geheimparkplatz findest, dann musst du halt auf einen dieser bezahlten Parkplätze parken und da kommst du später schwer weg. Und auch manchmal auch dauert es sehr lange, bis du überhaupt dort gelandet bist. Aber offensichtlich sind viele Leute auch frisch aus dem Feierabend gekommen und dadurch hatte ich bessere Karten und bin auch relativ fix auf dem Parkplatz gewesen. Und das Ding ist einfach, wenn du halt bei einem Abendspiel die Pylonen beleuchtet vom Weiten siehst, ja, dann hast du schon wieder Bock drauf. Dann hast du doch irgendwie wieder Bock drauf. Ja, gab auch noch ein paar coole Begegnungen, zu denen kommen wir dann später. Ja, auch vorab, das hier wird wieder eine Doppelfolge. Wir reden jetzt erstmal über meine Gedanken nach dem Spiel gegen Holstein Kiel im DFB-Pokal und natürlich einfach aus zeitlichen Gründen auch meine Gedanken vor dem Spiel bei Hertha BSC Berlin. Aber alles zu seiner Zeit, liebe Freunde. Wie gesagt, habt nicht genug Zeit. Das Zeitfenster ist kurz. Bevor ihr euch fragt, was ich zur Pressekonferenz zu sagen habe, die hat zu diesem Zeitpunkt noch nicht stattgefunden. Die Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Hertha. Das ist Mittwoch. Das ist die einzige Zeit, so wo ich so einen Timeslot habe, wo ich mir Zeit nehmen kann. Deswegen, das sind alles die aktuellen Gedanken vor dem Spiel an einem Mittwoch. Ja, kurz und knapp, liebe Freunde, wird das dann wahrscheinlich jetzt hier ablaufen mit dem Spielverlauf. Was mir direkt aufgefallen ist zu Spielbeginn, war der Schulterschluss zwischen der Mannschaft, dieses Spielerkreisbilden. Das war zur ersten Halbzeit der Fall, das war auch zur zweiten Halbzeit der Fall. Und da hatte ich schon irgendwie den Eindruck, bereits zur ersten Halbzeit, irgendwie sind die heute anders drauf. Aber der Schein trügt ja meistens. Gab es ja auch schon vorher. Nur dann haben wir halt dann trotzdem verloren. Ja, wir haben dann nach Anpfiff relativ schnell geführt. Tim Lemperle köpft den Ball vor unserer Kurve ein. Wir haben die Seitenwahl verloren. Zu wiederholten Male. Irgendwie versuchen die gegnerischen Kapitäne da irgendein, wie soll ich sagen, ein Geheimmittel drin zu finden, in denen sie uns verunsichern, weil wir in der zweiten Halbzeit nicht auf unsere eigene Kurve spielen konnten. Naja, hat im Nachhinein nichts gebracht. Nice try, liebe Freunde. Ja, und insgesamt gesehen war das doch ein ordentliches Spiel. Gab jetzt natürlich in der ersten Halbzeit dann nicht allzu viele übertriebene Highlights. Gab natürlich viele Ausreißer nach vorne, die halt nicht immer ganz geglückt sind. Aber insgesamt gesehen, in dem Vergleich zu den letzten Spielen, wirkte die Mannschaft dann doch deutlich stabiler. Auch in der Kurve war es diesmal so, dass die gegnerische Kurve uns kein Paroli bieten konnte. Das ist mir wirklich diesmal aufgefallen. In letzter Zeit war das ja irgendwie immer so, dass wir zu Hause sogar in der Kurve heimschwach waren. Ich war nicht gegen Paderborn da, deswegen kann ich keinen Vergleich machen. Aber diesmal war das eindeutig so, dass wir die Überhand hatten. Was mir aufgefallen ist, unser Capo hat neuerdings ein Podest mit einem Mikrofon, das er zwischendurch auch benutzt, statt des Megafons. Weiß jetzt nicht, ob das irgendwie ein Geschenk des Vereins ist an die Kurve, weiß ich jetzt auch nicht. Oder ob das in irgendwie lange Zeit lang nach einer Absprache eingeführt wurde, aber ist uns allen halt aufgefallen. Coole Idee, coole Idee. Ja, insgesamt gesehen fand ich doch, wir haben auch sehr viel davon profitiert, dass die Kieler irgendwie einen schlechten Tag erwischt haben. Also
Klar, bei unseren Pappenheimern, da weißt du nie, wenn es dann einen kleinen offensiven Ausreißer gibt. Aber konnten wir alles gekonnt verhindern diesmal. Irgendwie eine ganz, ich will nicht sagen eine komplett ausgetauschte Mannschaft. Es gab zum Beispiel auch dann wir können direkt zur zweiten Halbzeit kommen, so ab der 56. bis zur 60. Spielminute hatte ich mal zwischendurch so das Gefühl, jetzt kommt es wieder zu diesem Geplänkel, zu diesem, dass das Spiel vor sich hin plätschert, dass wir schon wieder nicht wissen, was wir machen sollen. Ähm, aber so insgesamt gesehen kam ja auch nicht viel von den Kielern. Es kam wirklich nicht besonders viel von Holstein Kiel. Da war ich auch wirklich erstaunt, muss ich sagen. Und da muss ich auch im Nachhinein sagen, es überrascht mich an der Stelle auch nicht besonders, dass die ganz tief im Abstiegskampf drin stecken. Ja, mal abgesehen von den Toren, die noch folgen sollten, zu denen wir dann gleich kommen, war da natürlich auch die kleine Fehde zwischen Maschino oder Shuto Maschino oder Maschino Shuto. Jetzt habe ich echt keine Ahnung, wie die Reihenfolge seines Namens ist. Der Japaner jedenfalls bei Kiel. Da gab es im Strafraum so eine Szene, wo Dominik Heinz ihn offensichtlich wohl eher umgesetzt hat. Und dann auf dem Boden fällt Shuto Maschino, macht eine Handbewegung. Und naja, der Schiri hat es zum Glück nicht erkannt. Es gibt zum Glück keinen VAR in der Runde des DFB-Pokals. Dominik Heinz leistet sich eine eigentlich unnötige Schwalbe. Hat so getan, als ob er ihn mit einem Ellbogen getroffen hat im Gesicht. Und hat minutenlang auf dem Rasen gelegen. Dann auch noch später, als Maschino dann zu ihm kam, hat er ihn weggeschlagen und dergleichen. Es gab auch noch eine gelbe Karte für Maschino. Da muss ich ehrlich sagen, ja, sah natürlich im Stadion anders aus. Ich habe es mir dann später nochmal angesehen. Ja, eine sehr unsportliche Aktion von Dominik Heinz. Das finde ich nicht gut, gefällt mir nicht. Aber trotzdem, ist dann zu unserem Gunsten verlaufen. Ja. Dann kam Luca Waldschmidt rein. Ja, in dieser Saison sehr oft von mir auch zu Recht kritisiert. Macht nach einiger Zeit dann sein Tor. Es war schon genau zurück. Ich weiß nicht mehr, war das irgendwie so 70. oder 80. Spielminute? Ist jetzt egal, ich habe jetzt hier mir keine Notizen gemacht. Habe ich mir auch nicht mehr gemerkt. Ich glaube 75. Minute oder so. Da dachte ich mir so, ey, krass, ich kann ganz normal nach Hause fahren. Keine Verlängerung oder kein abgefucktes Gesicht. Dann 2:0, klar, holt man schnell auf. Vor allen Dingen, als wir dann gehört haben, Nachspielzeit 6 Minuten, da dachte ich mir schon, ach du Scheiße, ey. Also 6 Minuten reichen vielen Gegnern, gegen uns nochmal 2 Tore zu erzielen. Ja, und dann macht in der 90. plus 6. Spielminute Luca Waldschmidt dann noch tatsächlich noch sein zweites Tor für den Abend. 3:0, vielleicht in der Höhe ein bisschen zu hoch im Nachhinein, aber trotzdem ein ordentlicher Sieg. Ein ordentlicher Sieg. Auch hier Marvin Schwäbe, der im Tor stand, fand ich, war eine ordentliche Leistung. Ich möchte dann mich dann erstmal nicht an der Torhüter-Diskussion beteiligen, aber halten wir fest, eigentlich haben wir im Tor keine Sorgen. Das ist so jedenfalls mal mein Standpunkt. So richtige Sorgen brauchen wir uns nicht zu machen. Waren zwar jetzt nicht besonders herausfordernde Situationen dabei. Der eine Lattentreffer hätte auch reingehen können. Aber so insgesamt gesehen hat mir gestern alles so relativ gut gefallen. Ja, war eine ordentliche Leistung. Ja, wir haben auch mit einer Dreierkette gespielt, fällt mir auch noch im Nachhinein ein. Ja, stimmt. Keine Ahnung, ob das jetzt der Schlüssel zum Erfolg sein wird. Ich kann nur appellieren, vielleicht so daran anzuknüpfen, wie wir gestern gespielt haben, insgesamt gesehen. Ähm, aber wichtig ist jetzt unser Spiel in Berlin. Das ist der Knackpunkt. Wie gesagt, ich habe den Trainer jetzt angezählt. Ich bin immer noch nicht ganz überzeugt, ob das jetzt der Turnaround war, dass wir vielleicht unsere Meinung ändern. Gab auch ein paar Auswechslungen, die ich so teilweise schon nicht ganz nachvollziehen konnte, wegen dem Zeitpunkt näher. Und Finkgräfe konnte auch schon wieder nicht eingebaut werden. Ich mache mir Sorgen, dass er ihn demontiert. Ja, was Waldschmidt betrifft, ich sehe ihn nicht als Startspieler, also nicht für die Startelf.
Der ist aber ein ordentlicher Joker, glaube ich. Das könnte so unser Zweitliga-Zickler werden. Ihr wisst, Alexander Zickler bei den Bayern früher eigentlich nur als Joker gut gewesen. Ja, keine Ahnung. Wenn es funktioniert, dann funktioniert. Dann können wir es gerne so fortführen. Ja, das ist dann, denke ich mal, an der Stelle alles, was ich zu diesem im Nachhinein sehr, sehr schönen Abend zu sagen habe. Ach ja, bevor wir zum Spiel gegen Hertha kommen, nochmal einen lieben Gruß an Eileen. Die arbeitet beim Fanprojekt. Wir folgen uns schon etwas länger auf Instagram. Und ich bin da mal kurz ins Fanprojekt reingegangen, in den Shop, weil die da ein paar nette Klamotten mittlerweile drin haben, die ich mir selbstverständlich zugelegt habe. Und dann habe ich halt Eileen gesehen und kurz mal angesprochen, haben ein nettes Schwätzchen gehalten. Sehr, sehr liebe Dame. Sehr, 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 sehr liebes Mädchen. Und jetzt machen wir mal etwas Neues hier. Wir führen mal was Neues ein. Ein kleiner FC-Haul. Deswegen, hier präsentiere ich euch meine gestrigen Einkäufe. Also, beim Fanprojekt könnt ihr diesen nicen Hoodie bekommen. Den gibt es auch in weiß, aber wegen des alle in Rot Mottos, das öfter mal in der Saison ausgesprochen wird, gab es dann diesen Hoodie jetzt nochmal in Rot. Ich zeige euch nochmal kurz liebend gerne die Rückseite. Ja, wie ihr seht, auf der Rückseite, da habt ihr nicht nur hier, wie hier so dieses 13. Februar 48, ihr habt sämtliche Wappen, aus denen dann der erste FC Köln entstanden ist, vom KBC, wie auch von der Spielvereinigung Sülz und in der Mitte dann unser allererstes Wappen. Und dazu passend noch diese nette rote Mütze. Ja, es ist besser, wenn ich diese Klamotten gleich mal anziehe. Ich habe schon gestern Abend, weil ich direkt von der Arbeit kam, geschwitzt wie ein Puma. Ach Gott, ich habe bestimmt wie so ein Otter gestunken im Nachhinein. Naja, das war aber noch nicht alles. Ich war natürlich auch beim Stand der Fanszene. Da gab es zum einen dieses Paket Sticker und nochmal das hier. Ja, das waren meine gestrigen Einkäufe. Wir werden das jetzt in Zukunft öfter mal machen. Ich habe vor, vielleicht mal hin und wieder auf den Flohmarkt zu gehen und dort nach FC-Artikeln Ausschau zu halten. Und dann machen wir dann hier so einen kleinen Haul. Ebenso auch, ich habe ja im Dezember Geburtstag, 2. Dezember. Mal schauen, was ich alles so an Geburtstagsgeld von der lieben Mama und meiner Tante bekomme. Dann gehen wir damit ordentlich im FC-Shop einkaufen und machen wir auch nochmal so einen richtigen FC-Haul. Das ist jetzt bald demnächst auch so für Tage, wo ich keine Content-Ideen habe. So gesehen ein neues Format. Mein kleiner FC-Haul. So, ich muss den Hoodie unbedingt ausziehen, vor allen Dingen die Mütze. Hier ist die Heizung auf 3 gestellt. Nee, das muss nicht sein, dass ich mir hier schon wieder einen abschwitze. Gut, also direkt hier, Spiel gegen Hertha BSC. Meine herzallerliebsten Freunde. Also für mich geht es am Wochenende nicht nur fußballbezogen das erste Mal in die Landeshauptstadt. Natürlich, um den immer noch geilsten Verein der Welt zu supporten, hoffen wir, dass dort im Nachhinein eine ordentliche Leistung bei rauskommt, die aber trotz alledem nicht dafür sorgen wird, dass ich meine Meinung über Keller und Struber revidiere. Ich glaube, das hat keine Zukunft, trotz alledem. Naja, trotz alledem kann mich zumindest Gerhard Struber noch widerlegen. Von Keller nach wie vor nicht überzeugt, zu viel Scheiße gebaut. Ich möchte nicht, dass er derjenige ist, der vielleicht noch die letzten Transfers in den letzten Zügen im Winter tätigt. Was er jetzt getätigt hat, hat er getätigt, aber den Rest soll bitte jemand machen, der hoffentlich kompetenter ist. Also ich bin sehr gespannt auf das Spiel in Berlin. Ich fahre ja hin. Ich freue mich auf das Olympiastadion, da ich in vielen Dingen ein Oldschooler bin und imposante Stadien beeindruckend finde. Hoffe, das Olympiastadion hält das, was es in den Punkten verspricht. Mich stört hier die Laufbahn erstmal nicht großartig, da ich dieselben Vibes vom alten Müngersdorfer Stadion noch kenne und bis heute ein Herz dafür habe. Fand das immer so geil mit den Flutlichtreflektoren, die das für meine Kinderaugen gigantische Rund wie eine uneinnehmbare Burg haben wirken lassen.
Ich erhoffe mir also diesen Vibe auch in Berlin, wo wir anscheinend in Sachen Anhang ein Heimspiel, beziehungsweise ein inoffizielles Heimspiel haben. Dass wir genau das dort haben. Ja, denn der Auswärtsblock ist selbstverständlich wie immer ausverkauft. Aber anscheinend die Blöcke drumherum werden ebenso von unseren Leuten besetzt, da seit letzter Woche dieser Bereich von Hertha BSC in den freien Verkauf gegangen ist. Und wir kennen das Spielchen mittlerweile. Also haben wir quasi nahezu eine Art Überpräsenz in Berlin. Ist schon mal was Positives aus unserer Sicht. Nichtsdestotrotz möchte ich etwas Respektvolles über Hertha BSC sagen. Die sind auch, wenn ihnen sicher viel an ihrer immer gut besuchten Ostkurve liegt, einfach von der Kapazität her nicht gerade gesegnet mit diesem Stadion. Das ist einfach zu groß und das wird einem zweimaligen deutschen Meister, den ich ganz klar als Traditionsclub sehe, nicht gerecht. Und von daher, ich selbst sage ganz klar, dass es schon ein ordentlicher Verein ist. Die haben mich nie gestört oder so, fand Hertha immer recht interessant. Und auch wenn ich mir hier gerade Feinde in Köpenick mache, sage ich ganz klar, dass Hertha der Verein schlechthin ist, der Berlin in seiner Gesamtheit repräsentiert. Und ich persönlich Hertha als den attraktivsten Verein aus dieser Stadt sehe. Und by the way, ich bin ein wenig zu Frank Zander, der die Hymne von Hertha BSC singt, verbunden. Denn er hat auch die Titelmelodie bzw. die Musik für die Ninja Turtles gesungen. Ich bin ein großer Fan seit Kindesbeinen von diesem Franchise. Ja, wenn ich ihn sehe, dann frage ich ihn mal nach einem Selfie und sage ihm dann mal, was für ein großer Turtle-Fan ich bin. Das war das erste, wovon ich Fan war. Ja. Und von daher, eine Sache dürft ihr dann in Berlin... Ah ja, warten mal kurz, bevor wir dann dazu kommen. Bester Scorer und somit Player to Watch bei Hertha BSC ist Florian Niederlechner. Hertha steht auf Platz 6 mit 17 Punkten. Ja, wir haben 12, sind 5 Punkte auseinander. Keine Ahnung, ob wir uns an Hertha weiterhin orientieren sollten oder aufpassen sollten weiterhin, was da unten vor sich geht in der Tabelle. Ich bin da weiterhin vorsichtig. Ich bin da wirklich weiterhin vorsichtig, liebe Freunde. Ja. Und eins dürft ihr nicht vergessen in Berlin, ihr sollt alle in Rot kommen. Ja, alle in Rot. Es ist etwas kälter mittlerweile. Ja, alle in Rot. Was macht ihr jetzt nun? Weil wir sind im FC-Shop, mal abgesehen von dem Parker. Und ich hasse Parkers, ich hasse lange Jacken. Weiß nicht, wie ihr es seht, ich mag mehr die sportlichen kurzen. Wir sind mit sowas nicht gerade im FC-Shop gesegnet. Denn wir haben bis auf den Parker nicht eine einzige Jacke in unseren Vereinsfarben. Ja, aber ich selber wusste mir schon weiterzuhelfen. Haha! Seht euch nur mein Werk an. Ein eigenes Unikat habe ich so in Serbien bedrucken lassen. Nee, nicht bedrucken, sorry, besticken lassen. Was los, FC? Warum habt ihr sowas nicht? Warum muss ich sowas selber machen? Habe ich 1000-mal im FC geschrieben, so eine Jacke zu machen. Muss ja nicht unbedingt mit diesem Retro-Wappen sein. Aber das ist das, was ich unter einer richtigen FC-Stadionjacke verstehe. Ach ja, aber sowas werdet ihr im Shop niemals bekommen, solange Markus Reek den Bereich Marketing und PR leitet. Muss ich mir halt selber helfen. Was willst du machen? Ja gut, das wäre dann alles, was ich an der Stelle zu sagen habe. Ja, am Freitag fahre ich dann los nach Berlin mit dem Zug. Hab da auch Hotel und so weiter, bin da mit einem Kumpel von mir. Und ja, hoffen wir doch das Beste. Ach ja, der Spieltagstipp, hätte ich jetzt beinahe vergessen. Ja, das 3-0 gegen Kiel lässt mich nicht, trotz alledem, auf dem Höhenflug wandern. Ich selber habe seit Wochen dieses Ergebnis im Kopf und deswegen haue ich es raus. 2-2. Ja, okay. 2-2. Wie folgenschwer wird das dann für die Zukunft von Gerhard Struber sein, wenn es denn dazu kommt? Aber ich habe in letzter Zeit nicht recht mit den Spieltagstipps. Das wird sich noch herausstellen, liebe Freunde. Aber ansonsten bis dahin hoffen wir einfach das Beste, dass es mehr als ein 2-2 wird, aus unserer Sicht mehr. Also nicht mehr Gegentore, sondern dass wir gewinnen oder sowas. Aber das ist jetzt mal mein Tipp, was ich für ein Gefühl habe.
dann bedanke ich mich an der Stelle für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann würde ich sagen, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns noch wiedersehen.